Hallo ihr Lieben, es gibt kein Zuckerfest ohne Baklava und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr die wohl typischste orientalische Süßspeise auf ganz einfache und schnelle Art und Weise zubereiten könnt. Zuerst kümmern wir uns um den Sirup, denn dieser muss komplett auskühlen. Dafür vermischt ihr das Wasser und den Zucker in einem Topf und kocht das Ganze erstmal auf. Wenn es so sprudelt, solltet ihr anfangen, auf die Uhr zu schauen. Der Sirup wird jetzt nämlich für etwa 6 bis 8 Minuten bei stärkster Hitze und ohne Deckel gekocht. Nach dieser Zeit gebt ihr 1 bis 2 Scheiben Zitrone hinein, gebt einen Deckel auf den Topf und stellt ihn zur Seite zum Auskühlen. Für die Füllung ganz wichtig sind Walnüsse. Diese zerkleinere ich mit Hilfe meines Multizerkleinerers, allerdings achte ich darauf, dass auch viele gröbere Stückchen übrig bleiben, weil ich finde, dass die Baklava dadurch einfach noch viel besser schmeckt. Es folgen die Jufka-Blätter, die zugeschnitten werden müssen. Ich verwende Jufka-Blätter von der bosnischen Marke Yummy, die zum Beispiel in Österreich beim Interspar erhältlich sind. Diese hier eignen sich nämlich nicht nur für herzhafte Speisen wie zum Beispiel Pita mit Käse oder Spinatfüllung, sondern eben auch für Baklava. Jetzt werden die Blätter auf die Größe der Form zugeschnitten. Dabei entstehen 2 Teigstapel, der eine ist genau gleich groß wie das Blech, der andere ist etwas schmaler. Von den kleineren bzw. weniger breiten Schichten braucht ihr dann später immer 2 Stück für eine Schicht Baklava. Den folgenden Schritt könnt ihr überspringen, wenn ihr Butterschmalz verwendet. Solltet ihr ganz normale Butter verwenden, dann ist es wichtig, dass ihr diese klärt. Macht ihr das nämlich nicht, hat eure Baklava am Ende diese unschönen schwarzen Flecken. Diese entstehen durch das Milcheiweiß in der Butter, welches beim Backen verbrennt. Um sie zu klären, gebt ihr sie zunächst in einen Topf und erhitzt sie bei mittlerer Hitze. Bei mir ist das Stufe 6 von 9. Durch das Erhitzen bildet sich an der Oberfläche Schaum. Dieser sollte zunächst abgeschöpft werden. Nach einigen Minuten Kochzeit sieht das Ganze so aus. An der Oberfläche habt ihr die klare Butter und ganz unten im Topf befindet sich das Milcheiweiß, welches sich abgelagert hat. Jetzt wird die Butter umgefüllt in einen anderen Topf und auch durch ein Sieb und dabei solltet ihr darauf achten, dass das Milcheiweiß vom Boden nicht in den Topf gelangt. Jetzt braucht ihr Folgendes: ein sauberes Küchentuch zum Abdecken der Blätter, damit sie euch nicht austrocknen, die Nüsse, die geklärte Butter und die Backform. Bevor ihr mit dem Schichten beginnt, entnehmt ihr 4 Blätter von dem Stapel und stellt diese zur Seite, denn diese brauchen wir später für die Oberfläche. Jetzt befettet ihr die Form ein wenig und gebt das erste Blatt hinein. Es folgen nun ein zweites, drittes und viertes Blatt und jedes davon wird befettet. Ich mache es immer so, dass ich das Blatt mit dem Pinsel ein wenig beträufle und dann sorgfältig bestreiche. Auf diese Weise werden die einzelnen Blätter nämlich nicht in Fett ertränkt. Über der 4. befetteten Schicht verteilt ihr nun einen Teil der Nüsse. Das war der Boden und ab jetzt braucht ihr immer nur jeweils 2 befettete Blätter. Auf das zweite kommen dann eben die Nüsse. Auf diese Weise fahrt ihr fort, bis alle Blätter inklusive Nussfüllung aufgebraucht sind. Wie ihr seht, verwende ich von den schmalen Blättern immer jeweils 2, um eine Schicht zu bilden.
Wenn alle Schichten aufgebraucht sind, nehmt ihr euch die 4 Teigblätter, die ihr ganz zu Beginn auf die Seite gelegt habt. Diese bilden den Abschluss und es werden alle bis auf das 4. mit Butter bestrichen. Das heißt, ihr habt am Boden 4, oben 4 und dazwischen immer jeweils 2 Schichten. Sollten euch oben mehr als 4 Schichten übrig bleiben, zum Beispiel 5 oder 6, ist es auch kein Problem. Jetzt wird die Baklava zugeschnitten. Ich verwende dafür einfach ein Stück Papier mit ungefähr 4 cm Breite. Ihr könnt stattdessen auch ein Lineal verwenden. Dieses Stück Papier hilft mir dabei, die Baklava in gleich dicke Streifen zu schneiden. Um das typische Rautenmuster zu schneiden, wird der Papierstreifen jetzt diagonal bzw. um 45 Grad gedreht. Jetzt beträufelt ihr die Baklava mit der übrigen Butter und bestreicht sie vorsichtig mit dem Pinsel, um die Blätter nicht zu verschieben. In vielen Rezepten wird sie von oben regelrecht mit Butter begossen. Ich finde das allerdings nicht notwendig, weil sowieso jede einzelne Schicht mit Butter bestrichen wurde. Anschließend kommt sie in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Behaltet sie dabei im Auge, denn jeder Backofen erhitzt anders. Wenn die Baklava fertig ist, also eine goldgelbe Farbe angenommen hat, wird sie mit dem ausgekühlten Sirup begossen. Und das klingt dann so. Ich verbrauche dabei immer den ganzen Sirup, denn die Baklava ist ziemlich durstig und saugt das meiste davon auf. Anschließend gebe ich 2 Kochlöffel auf die Backform und bedecke das Ganze mit einem feuchten Küchentuch. Die Löffel sorgen dafür, dass das Küchentuch nicht auf der Baklava klebt. Sollte es euch trotzdem passieren, dass die Blätter sich wölben, dann entfernt immer jeweils das oberste, denn die unteren sind meistens schön gerade. Gebt die Baklava zusätzlich für 2 bis 3 Stunden oder idealerweise über Nacht in den Kühlschrank. Nach dieser Zeit hat sie den Sirup aufgesogen und ist wunderbar saftig. Baklava lässt sich übrigens auch super einfrieren und das ist genau das, was ich hier gerade mache. Es gibt verschiedene Arten von Baklava. Die einen mögen sie super knusprig mit ganz vielen Schichten, die anderen haben sie ganz gerne, wenn sie gut befüllt ist und schön saftig. Meine Version ist eine typische Balkan-Version, denn die Menschen vom Balkan lieben Baklava mit ganz vielen Nüssen, die auch schön saftig, aber nicht zu süß ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass auch die Backanfänger unter euch es mit dieser Anleitung schaffen, eine wunderbar leckere, saftige Baklava zu zaubern. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich auch auf Facebook und Instagram.